Den ganzen Sommer lang ist Heidi zusammen mit dem Peter und den Geissen auf die Weide. Seine Haut ist braun geworden von der Sonne und die frische Bergluft hat dafür gesorgt, dass Heidi gesund geblieben ist. Es war so glücklich wie noch nie. So ist der Sommer durch und der Herbst ist ins Land gezogen. Wenn es dann einmal gestürmt hat und der Peter das Heidi wollte abholen für auf die Weide, hat der Grossvater gesagt: «Heute darf das Heidi nicht mitkommen, Peter. Es ist viel zu gefährlich. Der starke Wind kann so ein kleines Mädchen mit einem Ruck den Fels runterblasen.» Aber ohne die Heidi ist es so langweilig. Dabei hat der Geisser Peter nicht nur an das Heidi gedacht, sondern auch an das grosse Mittagessen, das Amis auf die Alp mitgebracht hat. Es bleibt dabei. Das Heidi kommt nicht mit. Natürlich war auch das Heidi ein bisschen enttäuscht, dass es nicht jeden Tag mit auf die Weide gehen durfte. Aber beim Grossvater hat es auch viel erlebt. Er hat die schönsten Sachen aus Holz gemacht. Tröge für Geissen, Löffel und Schüsseln, Stühle und Milchstühle. Aus der Geissenmilch hat er kleine Käse gemacht und das Heidi hat ihm sogar dabei helfen. Es ist immer kälter geworden. 2 Tage lang hat es dicke Flocken geschneit. Der Wind hat fest um die Hütte geblasen und die 3 alten Tannen haben geheimnisvoll geruscht. Der Peter ist nicht mit den Geissen raufgekommen. Und auch das Schwänli und das Bärli mussten im Stall bleiben. Es hat geschneit und geschneit, so viel, dass sich der Schnee Meter hoch vor der Hütte aufgetürmt hat und man nicht einmal mit Fenstern auftun konnte. Das Heidi hat sich gefragt, ob der Schnee echt so hoch wird, dass man sogar durch den Tag Kerzen in der Hütte anzünden muss. Aber so weit ist es nicht gekommen. Es hat aufgehört zu schneien und der Grossvater hat den Schnee ums ganze Haus herum weggeschaufelt. Am Sonntagnachmittag hat es plötzlich an der Tür geklopft. Der Geissenpeter ist draussen gestanden, eingeschneit wie ein Schneemann. «Grüß dich, Geissengeneral. Komm Ihnen ans Feuer und wärm dich auf. Wie läuft's in der Schule?» «Ah, die Schule.» «Was für eine Schule?» «Im Winter, wenn er nicht mit den Geissen auf die Alp muss, dann geht der Peter in die Schule.» «Wo denn? Im Dörfli? Wie ist es dort? Und was lernt man da?» «Dort lernt man lesen und schreiben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber jetzt sag, Geissenpeter, willst du etwas mit uns essen?» «Wenn ich nicht störe?» «Ja, gern.» Der Grossvater hat den Tisch mit Brot, Käse, Anken und Trockenfleisch gedeckt. Der Peter hat ganz grosse Augen bekommen, wo ihm der Alpböi ein riesiges Stück Fleisch auf eine dicke Scheibe Brot gelegt hat. Nach dem Essen hat Heidi alles über die Schule wissen und hat den Peter mit Fragen richtig gelöchert. Als er anfing zu dämmern, hat sich der Geissenpeter auf den Heimweg gemacht. «Heidi, komm uns daheim besuchen. Meine Großmutter würde sich sehr freuen.» Das Heidi wollte die Grossmutter von Peter gerne besuchen. Das ist aber nicht gegangen, weil schlechtes Wetter war. Wo endlich wieder einmal die Sonne zwischen den Bergspitzen vorgeschaut hat, konnte Heidi gehen. «Heute scheint die Sonne und ich kann endlich zur Grossmama vom Geissenpeter.» Gut, Heidi. Ich bring dich runter.» Der Alpböi hat den Schlitten aus dem Schopf geholt. Das Heidi ist hinten gehockt und hat sich in seine Bettdecke eingewickelt. Und so sind sie den Berg abgeflitzt. Vor der Hütte vom Geissenpeter hat der Grossvater angehalten. «So das immer. Wenn's dunkel wird, kommst du raus. Dann warte ich hier auf dich.» Der Grossvater ist wieder den Berg aufgestiegen und das Heidi hat ihm nachgewunken. Nachher ist es zur Hütte vom Geissenpeter gelaufen. Die alte Tür ist aufgegangen und das Heidi ist in einem kleinen dunklen Raum gestanden. In dem uralten Häusli war es sehr eng und einfach. Das Heidi ist in die Stube und hat am Geissenpeter seine Mutter Brigitte am Tisch sitzen und nähen. Im Ecke ist eine alte, gebückte Frau an einem klapprigen Spinnrad gesessen. Das Heidi ist zu einer an und hat gesagt: «Guten Tag, Grossmama. Jetzt komme ich zu dir.» Heidi, wie schön, dass du endlich da bist. Die Grossmutter hat die Arme ausgestreckt und die Hand vom Heidi gesucht. Brigitte,
Komm und erzähl mir, wie sie aussieht. Gerne, Mama. Sie ist uherzige. Hübsch und gesund sieht sie aus. Sie ist ja so zart wie ihre Mama und die dunklen Augen und die lockigen schwarzen Haare hat sie vom Papa. Wieso schaust du denn nicht selber, Grossmama? Weisst, Kind, vor meinen Augen ist es schon lang dunkel. Aber wieso denn das? Ist es auch dunkel, wenn du aussen in den hellen Schnee gehst? Für mich bleibt es immer dunkel, mein Kind. Weisst, ich bin seit manchem Jahr blind. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich höre deine schöne Stimme. Sitz zu mir und erzähl mir von deinem Leben auf der Alp. Heidi hat angefangen zu erzählen. Aber auf einmal haben die Fensterläden so laut geklappert, dass die Großmutter verschrocken ist. An einem Tag bricht uns die alte Hütte über dem Kopf noch zusammen. Kann das denn niemand flicken? Weisst, Heidi, der Peter kann's noch nicht und das Geld für eine Reparatur fehlt uns. Ich sag's dem Grosspapa, der kann das sicher flicken. Hallo Peter, ist die Schule schon fertig? Was habt ihr heute gelernt? Immer das Gleiche. So, immer das Gleiche. Dabei habe ich gehofft, du könntest mir an einem Tag aus dem Gebetsbuch vorlesen. Das ist schwer für mich, Grossmama. Was? Schon so spät? Ich muss gehen. Auf Wiedersehen. Ich komme bald wieder. Ich versprich's. Als Heidi rausgegangen ist, hat der Alpöi schon gewartet. Grosspapa, du musst morgen unbedingt wieder mit mir runterschlitteln. So muss ich. Wer sagt das? Ich denke, die Fensterläden bei Grossmutter seiner Hütte klappern und lärmen. Sie kann gar nicht mehr schlafen wegen dem Krach. Und der Wind pfeift durch die Hütte, weil das Dach undicht ist. Bitte, Grossvater, du kannst doch sicher helfen. Wir wollen schauen, was ich machen kann. Aber jetzt gehen wir zuerst mal heim. Schon am nächsten Tag sind der Alpöi und das Heidi wieder zur Hütte von Peter abgeschlittelt. Der Alpöi hat Werkzeug und Bretter mitgenommen. Das Heidi ist schnell ins Haus gerannt und hat die Großmutter fröhlich begrüßt. Da hat es plötzlich angefangen zu hämmern und lärmen, dass die Großmutter wahnsinnig verschrocken ist. Lauf, Heidi, das Haus stürzt ein. Nein, Grossmama, sicher nicht. Das ist der Grosspapa, der die Fensterläden flickt. So ist es manchen Tag der Winter durchgegangen. Wenn es schön Wetter war, sind der Alpöi und das Heidi zur Großmutter abgeschlittelt. Das Heidi war drinnen bei der Großmutter am Reden und der Grossvater hat draussen das Haus geflickt. Es hat nicht mehr geklappert und gelärmt und die Großmutter hat nach langer Zeit endlich wieder ruhig schlafen.